Goedemorgen. Bij ons heeft het ook geregend. So, det var vroeger så het geregend had, maar nu har het in ons groeven nog niet geschild. En nu har het zo. We zijn ook hier schep dankbaar daarvoor. Endlich mal war der Näs knackert nicht und zum Morgen, wenn man absteht, wenn die Luft so dreht ist. Dort jetzt hier schön schön. Und ich bin sehr dankbar dafür. Jesus Bruder, willkommen hier bei uns. Schön, dass ihr gesagt habt, hier mal ganz zu sein. Ich glaube, wir sind von der einzige Jahr, was hier sind. Unsere Choraslieder sind hier ein paar Mal Jahres. Willkommen hier. Ich freue mich, mit Ihnen auf Sonntagsschule zu haben. Ein von den Dingen, was mir bewusst sind, ist, dort am Glauben zu leben, dann müssen wir uns wieder wissen, dass wir sterben. Und für mich, Sonntagsschule ist irgendwie all in der letzten Zeit so das Mittelpunkt. Ich muss mich reinmerken, wenn ich will. Aber das merkt mich irgendwie an, dass ich gesunde Gläser bin, wo ich mich weg beschäftigen mit etwas. Und dann mit Jünd auf durchgehen, dann fühle ich mich verantwortlich, nächste Weg dort frisch zu tun. So, und als wir von Jünd auf einmal eine schwierige Zeit haben, mit die Bibel lesen oder so gut, dann kommt nur mir und sagt, ich will Sonntagsschule haben. Und dann war ich Jünd die Schlädelste der Sonntagsschule anhängen. Und dann zei jemand zo. Ik niet meer aardig verstaan. Ik ben zo dankbaar dat ik deze verantwoording heb. Maar ik doe het wel zijn als dat het mij goed dat ik dat doe. Want dat houdt mij verantwoordelijk samen met mijn Bibel, met mijn geloofsleven. En wanneer als je van jullie op een zware tijd hebt, dan neemt man een verantwoording wie je mag. Nou, wat er passiert, dan neemt man dat. En zo vandaag vangen we aan met een nieuwe serie. En ik freue mich door je chat. Ik wil de serie namen God maakt een bund. En dat zal vandaag de eerste naam. En dan nu bloos de nummerieren wat we de lang zijn. So God maakt een bund. Ik vind dat deze serie zo wichtig zijn van. We hebben den Panorama Biblico gemerkt. Wir sind einmal da die Bibel da gewohnt, dann noch einmal da die Bibel da gewohnt. Und wir haben in dieser so gesunde Mittelstrecke gefunden, wo Gott will Radung schenken. Aber ich finde, dass für uns Christen ist das irgendwie ein schweres Thema von zu reden, was nun dort und wo so frei wir uns für die Ewigkeit. Und dann kommt wir an Aschelige Gedeihen ab, ik wil dat aan de categorie, zodat het een gezonde gedei van eeuwigheid, en dan je dat aschelige gedei. So de gezonde is gemeenschap hebben met God voor immer. Dan de aschelige is dat we vrij ons om op goldene gozen gaan. En dan je dat aber nog deze so ongezonde Verstellungen, wo we bloß den Himmel willen für deze so verlangen, wo we dan ik weet nog wel, als ik weer dat mij weer dat schoen dat ik zal een Himmel, wenn een Himmel worden vielleicht nicht Korn zijn, en wer wil mij dan een Corvette geven, wanneer ik een Himmel weer. So, dat nu lachen wir dat mit sich so dumm für, aber wir Christen sind einmal an dieser Verbitterung. Aber dort sind noch mal kleine Troubles im Vergleich mit behaupten, dass die Ewigkeit ist ab Schichten angedeutet. En dat zijn bloos wat mensen wat met God zijn gegeven worden zijn in Ewigkeit. En dat al de eeuwige Bilden mensen, die waren op verschiedenste steden zijn, aber niet bij Jezus. En dat maakt mij zo dol. Wenn dat maakt Jezus in Radungswerk te nisch. Wieso kann Jesus uns raten, wenn er nicht will, uns top sein? So, wenn ich diese Serie an Gott macht ein Bund, dann wollen wir uns der Bibel checken, was Gott hat angestellt, um Radung durchzustellen, aber nicht bloß Radung im Sinne von, ja, nun dort nicht an seine Hallen klettern, sondern was ist die Idee am großen Ganzen? Wo so glaube ich an Gott, wo so glaube ich an Jesus, wo so glaube ich an euer Leben. So, Tim wiederum mit dort, dann haben wir dort Wort Bund, und dort ist ein Bund, was wir am Alldeel zweimal mehr brauchen. Also in unserer politischen Welt, nicht mal in unserer spanischen Welt, ist das Wort Bund, oder was wir auf Spanisch nennen, Pacto,
dat is niet meer een woord wat gebruikt wordt. Dat is een woord wat we weten overal wat dat bedient. Er wordt nog mal bijna op de kast gezegd dat we willen hier een bund sluiten. Aber dat is al bloos wenn de handen zo alle boodschappers voor vandaag gekregen en lezen dit boven dat die willen een bund sluiten. So, ik vind niet dat we aktuell oder eine Wirklichkeit mit Bund oder mit dem Wort Pacto verwickelt sind. Das Wort Pacto, und ich will das auf Spanisch einmal lesen, was ich hier abgeschrieben habe, ist Pacto significa un compromiso firme que define la manera en que dos partes se relacionan. Okay, so, ich werde das sein, auf Plottisch zu sagen, dort sage ich, ein Bund ist du krijgt veel niet al waar dat woord. Een bund is een taub zijn, wat vast is, wat aber beschreven wordt, wo tweestek worden lijn komt. Also een bund im großen Ganzen is bloos twee, in diesem Fall Mensch Gott, wat beschreven wo die wel taub de lijn komt. Een bund heeft immer bedingungen met bij. En ik woord leggen dat chas te brengen. Want de enige bedinging waar een chas kan opgelost worden. Dat is wat we op de chas zijn. De bund van bevrijen, der reikt zo lang, wat einer de andere niet meer leeft. Een bund heeft condiciones, also eine Bedingung du mit bei, dort wann die Bedingung erst passiert, dann ist das Bund zu eng. Oder 2 Jahre. Also, dann würden wir sagen, die Bibel vertelt uns die Geschichte von was Gott sein Bund ist mit Menschheit. In diesem Bund hat verschiedenste Stufen. Also die Anstellung, würde ich sagen, ist immer dieselbe, aber die Bedingungen bewiesen sich auf verschiedenste Arten und Weisen. Dann haben wir aber noch ein sehr wichtiges Ding, was wir hier unbedingt mal bieten. An das Bund von Gott, Mensch, als wat ondret, als wat binnen het huis is, wenn bij de bund God mens, als God, die weer de bund onstelt. Okay? Wir wollen uns Menschheit auf der rechten Staub ab, und der rechte Staub ist, wir sind verloren für alle Ewigkeit. Bitte Gott mir einen Bund mit uns Verradung. Also, wir fahren los mit der Idee, dort alles, was der Bund mit sich bringt, dort hat unbedingt Gott aus den, wer den anfängt. Wir wollen Römer Kapitel 3, Vers 11 lesen. Die können hier mit in der Bibel und du auch handeln. Römer Kapitel 3. Römer 3, Vers 11. Du sagst dort vom Vers 11 und wieder so steht. Du hast keiner, der ein Verständnis für Gott hat oder nur am Siegen geht. Sie haben alle Gott seinen Weg verloren und sind nutzlos geworden. Du hast nicht einer, der noch tät, was Gott ist. Also, wie die Bibel lehrt uns dort, wir als Menschheit sind nicht die, die siegen uns einen Bund zu schließen mit Gott. Das Gott wird mit uns tät, wenn wir aus gefallene Tür ut, wir kleben ut für Gott. So in dem Sinn, also so jeder aus befrieren. Befrieren ist immer, der Präger fragt, was du, dann fragt der, was du, dann sagen die beide ja, dann sagt er, chill, dann dort. Und der Bund zwischen Gott und Mensch ist anders. Gott beugt die Menschheit im Bund an, Verradung.
En dat is dan voor ons, mensheid, te entscheiden, als we part willen zijn van dit bund. Dan hebben we de part van dat bund heeft een verspreking en een verantwoording. Also im tweeden dan, verspreken en verantwoording. Oei, dat is een lange woord. Okay, so im tweeden deel fing we dat bund, wat God sluiten deed met mensen, immer met een verspreking en een verantwoording. We willen nu te lezen 2 Mose 19, vers 5 en 6, bloos als Beispiel. 2 Mose 19, vers 5 en 6. Dat zegt du zit, wanneer je nu hartje wordt, nu dat wat ik zei, en je mijn bund houden worden, dan word je van alle velden op eet mijn eenheid volk zijn, want doch de ganze eet mij gehet. Je am Besonderen worden für mich ein Reck sein, wo ein jeder ein Priester ist, und je worden ein heiliges Volk sein, das sollst du die Israeliten sein. Wir fingen, und wir waren die verschiedenen Etappen nach der Länge, aber du wirst versprechen, auch eine Verantwortung. So, was wir das versprechen, du sie in 2. Mose. No, das ist die Verantwortung. Die sollen tun, was Gott sagt, und was dann. Dann werden sie Gott sein Volk sein. So, der Bund, was du geschlossen hast, das hat eine Versprechung. Wenn du das, was du sagst, die Verantwortung nutzt, dann hast du ein Versprechen für die, oder für das Volk in dem Moment, dass wir dann Gott sein Volk zu sein. Dann haben wir am 3. Punkt, haben wir dort, du sind immer Dinge, die dort bewiesen, also durch ein Beweis. Durch alles, was wir sehen, oder denken, was ein Beweis ist, dass der Bund nicht jährlich ist. Also, mehr als befreit sein, zum Fingerring haben, haben wir einen Fingerring, wenn wir befreit sind. Also, das ist bloß der Logik durchhängen. Der Ring merkt mich nicht befreit, den Ring habe ich, wenn ich befreit sehe. Okay, so der Bund, Geschichte, der Bibel, hat Beweis für das Bund wahr ist, oder dass Gott das Bund dann am Kraft gesagt hat. So, im Alten Testament fing wir Abwasch, wir fing ein großen Klamm Blut, was du verguten wird, wir fing Beschneidung, wir fing abgeschriebene Gesetze, was du soll dann das Bund bestätigen. Und dann fingen wir aber, was so Besonderes, wo wir nicht fertig genug an denken, als so ist den Regenbau. Und von der Zeit ich ab hier, du in der Richtung haben, ein von den schmacksten Regenbaus sein, was das Jahr gewesen hat. Du wie ein Regenbau, ein krackliches Haus. Und das Einzige, was mir befällt, wir, Gott hat einen Bund gemerkt. Gott hat gesagt, die Welt wird schon mal versuchen, und das wird nicht. So, wenn wir Bund denken oder an Bund nachdenken, dann hast du immer alles, was du ein Beweis hast für Gott hat einen Bund gemacht. Und in diesem Fall, das Bund ist bloß du. Also willst du noch der Arche rücken, dann sagt Gott bloß, sie braucht nicht mal Angst haben. Da Rümmeln, da war Reinen, da war all das Interessantes. Aber dann war ich in Regenbau und so, dann war ich nicht schlimm, was passiert. Gott hat gesagt, da war eine Überschwemmung gibt. Und das entscheidet Ding. Im Neuen Testament haben wir aber ein so besonderes, gewöhnlich besondere Teken, und das ist Jesus im Blut, wo am Kreuz verguten wird. Gott mit einem Bund mit Menschen. Und der vergaut Jesus im Blut am Kreuz. Und dort tun auch dort weiten, dort Bund an Kraft gesagt ist. Hebräer Kapitel 9, Vers 15, werden wir lesen. Hebräer 9,
vers 15. Für die meisten von uns sollen Hebräer Kapitel 8, 9 und 10 de Mehrheit von unserer Bibel sein. Wer in Hebräer Kapitel 8, 9 und 10 merkt den Übergang so sehr schmack und bildlich von das alte Bund nur das neue Bund. Und bei dem Mehrheit durch so 9, Vers 15 habe ich dann diesen Text, wo du sagst, dort ist, wo am Christus der Vermittler vom neuen Bund geworden ist, dort die von Gott gewählt sind, dort ewige Aufgabe kriegen, dort an versprochen ist. Der Christus ihnen dort sind, ist Sünden vergeben, die sie in das erste Testament getan haben. Also, Jesus ist der Beweis, oder der Signal, visibel, del Nuevo Pacto. Am neuen Bund ist dann das Beweis. Und ich finde, dort ist ein so schönes Ding. Was wir du sein können, ob es wie Schaufluter leben aus Jesus. Jesus in der Geschichte ist ein von denen, oder nicht bloß ein von denen, ich will auch recht sein. Jesus sein Leben ist die einzige Geschichte, auf der ganzen Welt Geschichte, was nur zu tun hat, dass das Wirklichkeit passiert ist. Und das jetzt so schön, wenn wir die Evidenz bechecken, für wo so Jesus durch wir, und das ist der Beweis für uns nie Bund. Dann finden wir dort die Hauptfutung von der ganzen biblischen Geschichte, die dreht das Bund. Und ich glaube, die meisten von uns wollen weiten, mit was die biblische Geschichte anfängt. Wer will mal sagen, wo sieht das erste Bund aus? Wer will mal ruden, sozusagen? Okay, wo wir das erste Gebot, was die sollen holen? Meis. Okay, wo ich hin will, ist nur die Zeit für die Sünden vor. Ich finde, dass sogar du hat Gott einen Bund gemacht mit Adam und Eva. So, wir wollen trägen nur 1. Mose Kapitel 2, Vers 15. 1. Mose 2, 15 finden wir diese Geschichte. Gott hat Adam und Eva gemacht, dass alle gescheit fan. Die Welt ist so, wie dort nicht ans Tscham feststellen. Aber dann habe ich durch die Geschichte von 1. Mose 2, 15, wo dort sagt, und Gott der Herr nimmt den Mensch und sagt an den guten Eiden, so dort er den bearbeiten und besorgen können. Und Gott der Herr bestellt und den Mensch und seht, die du hast von irgendeinem Baum am Garten eten, aber von dem Baum, der du Verständnis geben kann, was gut und schlecht ist, von dem sollst du nicht eten, weil es dort was unbedingt den Tod bringt. Okay? So, das nennen wir den, ich will hier ein kleines was rummerken. Ich war spannend geschrieben, und dann hier und dort jene notas evasaten, so jeder verreich fängt. So, die erste ist der Pacto Edenico. Dort nennen wir die Zeit am Garten Eden, und du hast ein Pacto, du hast ein Bund zwischen Gott und Mensch. Das Bund hat eine Bedingung. Was ist die Bedingung? Nicht von dem Baum eten. Muy bien, und was wir da Verantwortung, was wir an Adam und Eva erleben, Wirklichkeit. Das ist ein Schubheiden, Apfelplatten, und nicht von dem Baum eten. Das ist von ungefähr, ich weiß, du wirst mal hier noch Schub, aber das ist von ungefähr, was du alles angeht. Wir haben ein so schmackendes Bild von den ersten Pacto. Was ist so besonders an diesem ersten Pacto, wenn wir denken an Gott und Mensch? So gut, so wir wollten ganz vernehmen, dass Gott jenkt nochmal da in Garten, und Adam und Eva wären in diesem Garten,
En nu zoals eerste Mose ons dat beschreven dat, juist dat verken je schet van spazieren. En dan, nu weet wie du weer trouble, dan wollen we niet meer spazieren, aber dat geeft ons den Eindruck, oder nicht bloß den Eindruck, dat vertelt uns diese Wahrheit von, dat anders ein Pacto Edenico wie eine sehr vollkommene Gemeinschaft zwischen Gott und Menschen. Dann haben wir einen zweiten Platz, den Pacto mit Adam. Dat is de Pacto Adamico. En terwijl we ons lezen 1 Mose kapitel 3, vers 15, dat is bloß krak een kapitel wieder. Du sagst dort, du in der Früh waren jünd findlich sein, in jüne Nukum waren sich nicht lieben können, hei wat die den Kopf verwunden, und du warst arm an der Hack verwunden. Und dat is der Anfang, oder dat is der Mittelpunkt von dem zweiten Pacto. Dort sagst du dort zwischen der Früh und der Schlange, was Feindschaft sind. Aber der Nukum von der Früh, was weitergewöhnlich anstellen, und du weil wir uns bechecken, was Gott sein Pacto mit den Menschen. Dann habe ich auch ein kleines bisschen davon angeredet, aber der dritte Pacto, dat is de met Noah, also dat is de Pacto Noetico, oder de Pacto con Noé. Wat is dat verspreken aan Noah zijn bund met God? Oder doch, ik zal dat anders zijn. Wat is God zijn verspreken met Noah, wils God een verspreken maakt? Sollen Schapbüren in Gerat worden und was dann? Wir gehen nu 1. Mose Kapitel 9 und du willst wie Vers 13 lesen. 1. Mose 9, Vers 13, dat is het eind van Noah zijn Geschichte und du sagst, dat is dit. We fangen an im 12. Und Gott sagt, ich war dit Titen geben, dat ich ab einmal dessen Bund gemerkt habe. Der Bund ist zwischen mir und Jünd, und Jünenukum, und alle Tieren, alles, was ab ihr den lebenden Udem hat. Ich war meinen Bauen an der Wolken sahen, für ein Titen von meinem Bund mit der Erde. Also, wir wollten, dass Gott hat einen Bund gemerkt, oder Gott merkt einen Bund, von Noah seine Zeit, und du hast ein paar so interessante Dinge mit bei. Dann haben wir Nummer 4, fingen wir einen Bund, wo meist alle Mann zahnt, also das ist der Pacto Abrahamico. Das ist das Bund, was ab 1. Mose 12, Vers 3 bekannt ist. 1. Mose 12, Vers 3. Du so sagst, das ist das. Ich war die Seinen, die Seinen, und ich war ein Fluch ab die bringen, der ein Fluch ab die bringen, und durch die wird alle Felder ab die Erde gesät. Also Gott macht einen Bund mit Abraham, und dort spricht Gott seine Seite aus im Vers 3, wo wir wissen, dass Gott macht was nicht. Gott wählt sich einen Mann, dass du ein Volk sein, wo du ungerecht worden glauben. Der nächste Bund, was wir finden, ist der Bund, was bekannt ist aus Moses. Oder wir nennen dort el Pacto de Sinai, also im Sinai-Buch. Das ist, würde ich sagen, das ganz bekannteste Bund, was normal von geredet wird. Das ist der Bund, wo einmal war ab, da wird so viel gebraucht, um zu sagen, wenn du warst so Fan sein, dann wird Gott der Himmelsstern aufnehmen, dann wird du Geld von Himmel fallen, krack ab den Lohn ab, oder mit so oder so. Das Bund, das ist aber sehr spezifisch oder sehr
klar beschreven, voor wem en wo en wie. En ik wil aber met jullie op 2 Mose 19 vers 5 lezen. So 2 Mose 19, 5. Tweede Mose 19, 5, du sagt dat is dit. Wanneer je nu horchen wordt, nu dat wat ik zei, en je mijn bund houden worden, en dan wordt je van alle velden op eerd mijn eenheid volk zijn, want doch de ganze eerd mij heert. Wer wil al vorher Gott zijn volk zijn, van deze pactos wat we hier aan geschreven? China? Huh? Abraham will Gott sein Volk sein oder soll Gott sein Volk sein. Sehr gut. Dann haben wir einen Bund, was durch Moses raufgegeben wird. Und wir wollen uns die Geschichte noch ein so schmackende Teil bechecken, wo Gott das Volk anbeiden wird. Weil die meine Geboten holen, dann will ich ein Gott sein. En dat is een zo schmackend beeld van waar God raufkommt. En hij zegt, ik heb jullie de Egypten uitgehaald. Nu zat je in hemel door, nu overlaat je het maar. Ik wil jullie God zijn, kom met je huis toe. Dat is wat ik van jullie verlang. En dan zegt hij van, ja, joepie, vamos todos con Dios. En dan de Nubiën kan zelf een gouden kalf en zo verder. Maar dat is het punt wat God door Moses dat volk aanbieden heeft. Dan hebben we am 6. Punkt, oder dat 6. Bund, hebben we dat Bund, wat daar, oder met den König David toegebogen is. Dat is een Bund, wat door een aanduiding is voor een königliche regiert. We willen nu 2 Samuel 7, vers 16 gaan. 2 Samuel 7, vers 16. 2 Samuel 7, 16. En ik vraag me dat eentje van jullie, ik hier alles aan opschrijven, die kan nu voets nog, meest voets nog een vrouw beschrijven. So, we worden in vers lezen. Du wordt op einmal einer von denen nu komt König sein. Die Königreich wird auf einmal bleiben. Nu kan je dus opschrijven, de vrouw, wat zal David doen, omdat ze nu komen wordt op einmal König zijn. En dat is de vrouw, wat jährlich is, wenn Gott maakt een bund. Aber dat is een zo besondere bund, wat du wie du fing, dat eerst weer van David ze nu komen, wordt op einmal König zijn. En ik weet dat voor de meeste van jullie dat is, dat is een afstellige vrouw. Wer is de König, wat op einmal König wordt zijn, wat David zien nu komen is? Jezus, ganz klar. So, we kan al een deel van dat, wat we hier durchgehen, aber dat is een gezonde zaak, ons moet een paar vrouwen te vrouwen en dan op een goede conclusie te komen. Dan hebben we das 7. Bund. En dat 7. Bund soll unbedingt dat Besonderste zijn. En dat is dat Bund, dat Vollkommene. Okay? So, dat Bund an Christus. Dat is dat vollkommene Bund, wat Gott geschloten heeft met ons Menschen. So, wenn wir denken an die Bibel durchgehen und uns Bund, Gott, Mensch bechecken, dann haben wir erst an 6 verschiedenste Orten wie ein Bild. Gott merkt einen Schatten von dort Vollkommene. Und wir haben dann 6 verschiedenste Wege, von wo wir können an einen Bund nachchecken, was Gott schließen hat mit Menschheit. Und wir wollen uit jeder ein von dat wat leeren. En ik wil, aber
Nicht dort wie alles ein von dit vertuschen mit dort vollkommene Bund. Nicht mehr richtig verstehen. Das wird nicht, niemals wir zum Beispiel Moses im Bund geplant, zum dort soll dort sein, wo dort soll sein. Moses im Bund, wir bloß ein Wegweiser, wo du sagst, Christus wird kommen. Weil Gott zu Eva sagt, von die nur kommt, wer kommt, dort wir Jesus wird kommen. Weil Gott zu David sagt, die nur kommt, Jesus wird kommen. Wir wollen das Bund nicht bechecken, um zu sagen, ja, scheinbar wir nicht mehr zu der Opferzeit leben, wenn wir haben Jesus und der hat ein Opfer, das ist nicht so. Der hat ein Opfer als Stamp, aber das Opfer, die du hast, das du bekommen und der sein Leben leiden, am Radung durchzusagen. Ich finde, dass diese fünf, die haben wir all ein bisschen so mitgearbeitet. Wir weiten dort, dass Gott sagt zu Adam, du hast gesendet, nu hast du schweiten. Wir weiten dort, Gott zu David sagt, die nu kommen, so und so. Wir weiten dort Moses durch, wir weiten von Abraham. Aber wir haben, als wir uns verbessert mit der Ewigkeit, wenn wir reden nicht genug von dem Umfang von der Bibel. Wir reden nicht genug von dort Gott haben verlangt, Gemeinschaft haben mit dir. Wir reden nicht genug davon, dass die Ewigkeit, wo wir als Christen glauben, ist die Ewigkeit, wo wir ewige Gemeinschaft haben, mit dem wir uns gemerkt haben. Und das tut mir leid. Das tut mir leid, dass wir uns nicht mehr unsere Kinder von klein an abzuschwappen und sagen, weißt du was, du hast die Rio, das ist weggegeben. Und das sind Undieden, dass wir lernen, uns mit Gott seine Gegenwart zu begegnen. Aber Gott hat einen Bund gemerkt. Gott hat dir und mir ein Versprechen angeboten. Der schickt Jesus, um Kreuz zu sterben. So dass die Entscheidung, als du was Ewigkeit mit Jesus verbringen und von der Seite losgeraten sind. Vielleicht sie angeworden oder gute Zeit ziemlich viel von Ewigkeit redet. Und ich glaube, du fehlt aber noch ein Teil mehr. Ich würde uns als Tag abrufen, dass wir wollen eine gesunde Glauben, einen gesunden Glauben sehen. Zwischen hier Erd sein, nicht Port sein von dieser Erd, gescheit schaffen und doch ans Freien, dass Jesus können durch am Sohn von der Treckung. Wir wollen uns diesen Bund orten, wie es von der Bibel checken. Und Wiederholung rufen, zum sagen, ja, Mensch hat das verloren. Und Gott hat ein Buch geschrieben. Und das ist nicht ein Buch von Verdammung, das ist ein Buch von Radung. Und ich will noch eine kleine Geschichte hängen mitteilen. Ich hatte fertig mit dem Mann über dem Glauben ziemlich viel zu reden. Und der Thema ging aus der Hall Wirklichkeit ist. Und der Spaziergang ging los mit dort, wenn Hall Wirklichkeit wir, dann wird Alte Testament, Neue Testament voll sein von Hall. Und ich nimmt mich Zeit zum geduldig sein und ich horch zu und was die Anstellung wir hängen als der Hall Wirklichkeit. Und ich mag dort in ein paar Minuten das Mann hat
eine gewisse Angst für den Hall, aber der hat nicht mitgekriegt, was die Bibel als Ziel wirklich ist. Und welche mich all seine Meinung noch Evidenz hat gegeben, der Hall kann nicht so sein, wenn die Bibel redet so wenig von Hall, dann frage ich den ganz leichttulich, zu was hat Gott uns die Bibel hängen lassen? Und dann sagt er, was meinst du? Dann fragt er den, ist die Bibel ein Buch von Verdammnis oder ist die Bibel ein Buch von Radung? Und ich glaube, ich habe mein Ziel hingekriegt. Unsere Bibel ist nicht ein Buch von Verdammnis. Verdammnis hast du beim, wenn das der andere Möglichkeit. Aber Gott schlägt einen Bund mit Menschen. Nicht um die Menschen sein, ich will die alle nach Hause klettern. Gott beugt einen Bund mit Menschen an, um Radung durchzustehen. Und weißt du, am Ende von meiner Konversation von Hall wurde ich gleich so zu sein. Mehr um zu weiten, wo groß, wo schwierig, wo schlimm oder was in der Hall alles was sein oder was alles nicht was sein. Der Hall ist Hall. Wenn uns eine Trennung von Gott. So wie weiten doch Gott, dort Jesus selbst sagt, dort in der Hall ist Tänknerschen, in der Hall ist 4, was nicht abhielt, der Hall ist all diese Dinge. Und das ist okay. Das verändert, was du so sagst. Aber der Hall ist schrecklich, wenn das dort jeden Teil von der Ewigkeit mit Gott zu verbringen. Krieg nun Wort. Die Bibel ist das Buch, das uns predigt. Gott, der Allmacher, der hat ein großes Verlangen, einen Bund zu schließen mit dir. Dort Bund heute Ewigkeit mit Gott zu verbringen. Und das ist so schön, dass es werden kann. Oftmals zu feiern mit Jesus taub, was schön sein. Wenn Jesus sagt, ab der letzten Abendmahl, ich will nicht mal Wein trinken, und Abendmahl feiern, aber das mit Juden taub in Ewigkeit. So, hey, wer weiß, wenn die Klingel bei mir klingelt, dann sagt wir vielleicht bei mir hostig alle alles wo ein Dash. Und Jesus sagt dort ab mich. Ich will nicht daheim, wenn ich Angst habe für den Hals. Ich habe Angst für Kümmel und Gott sie die Jemut zu sein. Ich will dir Rat sein, wenn ich mit Jesus taub meine Ewigkeit verbringe. So an dem, dass ich dort alles gesagt habe, weil wir uns das hier bechecken, dann weil wir uns dort umführen, was für ein Bild haben wir an Jesus? Der vollkommene Bund. Der Bund, wo du bloß, wollen wir sagen, nicht erklärt, aber bildlich gemerkt wird durch die Evangelie. Du hast erst was du passiert mit Adam, mit Noah, mit Abraham, mit Moses und mit David. Was ein Schatten ist von sein, wie haben im Verreich. Am ganzen generalen Sinn. Jesus chantelliert, aus dem wer dort Bund vollkommen merkt. Dort tun ich nicht brücken. Ewigkeit getrennt sein mit Gott, sondern die Ewigkeit mit Gott zu verbringen. Ich würde leichen hier nur noch zum Schluss nur Johannes Evangelium tun. Johannes Kapitel 12. Und du so, Johannes 12, Vers 16 und 17. Du sagst, das ist das.
Seine Jünger verstanden dort noch nicht, aber als er erst verherrlicht wird, dachten sie daran, dass das von ihm geschrieben stand und dass sie das von ihm getan hatten. Dort folgt auf ihm gewas, wie als er Lazarus aus dem Grab raubt und vom Tod abwirkt, luft, was er getan hat. Ein Schauf Menschen gingen ihm auch entgegen, ihm zu treffen, weil sie gehört hatten, was er für ein Wundertäten getan hat. Also, die Geschichte von Lazarus, die kennen wir, nicht? Lazarus wird tot, und dann holt Gott sich Jesus holt sich den in den Grab zurück. Dann sagt er uns so, du willst Jesus in Jerusalem reit, am Berg. Die Jünger wissen noch nicht ganz genau, was alles anging, aber das wird okay. Und dann weiß wir dort im Vers 17, wie ein Teilfall, wo das gesehen hat. Lazarus kam in den Tod zurück. Und das wird so cool. Wenn ich Lazarus war, dann mit Jesus tot sein. Und dann machen wir jetzt schon. Dann im Vers 18 sagt er, ein Schauf Menschen gingen am entgegen, zu treffen. Wieso? Wenn er hört, dass Lazarus wieder tot und wieder lebt nicht. Auch gleich der Beispiel hier so abzutreiben. Wieso wirst du die mit Jesus begegnen? Das sind zwei Möglichkeiten. Du weißt, dass du musst sterben. Ganz unbedingt. Wenn du nicht das, dann haben wir die Fähigkeit, wenn all uns, wir wollen nicht mehr. Aber Gott hat einen Bund angeboten. Gott hat gesagt, dass ein Jesus ist, er wird leben. Du kannst Jesus entgegen tragen. Alles, was du kannst. Wenn du kannst warten, dann du dich mit Jesus begegnest. Was passiert dann? Dann ist Sterben eine sehr große Kleinigkeit. Der Bund an Christus, als hier so in Johannes 12 so schmeckt zu sein. Du bist verloren. Du bist getrennt von Gott. Du weißt, dass du wirst sterben. Aber der Bund raubt uns ab und sagt, wenn du an Jesus glaubst, dann wirst du leben, wenn du stirbst. Johannes 11, Vers 25 sagt es dort. So dass sich speziert zwischen Jesus und Martha, das ist Johannes 11, Vers 24, wo dort sagt, Jesus sagte ich sehe dich auf Verstehung und dort Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, wenn er auch stirbt. Dort ist dort Bund, nur was wir jetzt sind. Leben für immer und Gott seine Gegenwart, weil wir dort beten. Vor dem Himmel, Dankeschön, dass wir nur Jesus kommen können, um euer Leben zu erlangen. Wir danken dir, dass an Jesus wir euer Leben haben. Wir danken dir, dass die Bibel uns diese schöne Geschichte verteilt, nicht von Verdammung, sondern von dem Bund, was du mit uns schließen wirst, der Bund, was uns abraubt, uns von dir erraten zu lassen. Wir beten, dass du mit uns sind, wenn wir in diese Geschichte angehen und uns die verschiedensten Bund bechecken, was du durch die Bibel gemerkt hast, dort mag uns helfen, nur Jesus zu checken und uns zu freuen auf der Radung, was du uns anbieten lässt. Dort beten wir in Jesus' Namen. Amen.